Bonjour hai bei Europäesch Impressionen, dem Rendevous mat den CSV Europadeputéierten. Wir sind zu Straßburg, dëswoch fir Februar pléniär. Ich begreessen da noch als Kompetenzteam vun der CSV, den Georges Bach, den Frank Engel an Vivian Reding. Bonjour. Bonjour. Ordre du jour des Vorheistung ënner anderem die grenziwwerschreitend Strofverfolgung beim Strassenverkehr, ein Dossier, wat dem schon hei geschwert hat, ein Dossier, wat den Georges Bach auch schon an Sänger Emissionen Blick op Europa geschwert hat, wo Georges Bach auch Shadow-Rapporter war, also mir eng wichtig Rolle gespielt huet. Und dann ein anderes Sujet des war die Kommission, die soll angesagt gehen, die Kommission an der Suite von der LuxLeaks-Affäre, es war also als letzte sich doch ganz wichtig ist. Da war Diskussion so, dat eng Enquetekommission oder eng Spezialkommission ginn. Man gëtt eng Spezialkommission an Vivian Reding ass dat lo gut so was den ënnerscheet. Aber du hast noch einen soliden Unterschied und das ist gut, dass es keine Enquetekommission gibt. Eine Enquetekommission, die geht geschafft, wenn etwas ganz schief geht, wenn irgendein Gesetzverstoß wird oder Regeln nicht gehalten gehen. Dem Moment wird eine Enquete gemacht. Geguckt, als den dann lo schuldig oder nicht. Könnt ihr euch vorstellen, accusé, levez-vous, und dann hat müssen den Jean-Claude Juncker durchstehen mit der Kamera von der ganzen Welt. Also das wäre absolut schief gegangen. Das wäre ein Verlust von Reputation gewesen für Lützeburg, sondern gleich, Gott sei Dank konnte man das stoppen. Das ist eine Kommission, die wird analysieren, wie die Situation ist, nicht nur zu Lützeburg, sondern an alle Länder, und dann Proposen machen, wie man kann dafür sorgen, dass die Steuerproblematik ordentlich gehandhabt wird und dass es nicht große Entreprisen gibt, die einfach null Steuern bezahlen, weil das ja einfach nicht richtig ist. Frank Engel, muss ich mal gucken, ob du überhaupt dann schief gelaufen hast. Und geschweift von einem Gerichtsprozess, dann hast du etwas schief gelaufen von dem Gerichtsprozess, für das noch nicht bewiesen, gesagt, dass irgendetwas falsch war. Nein, die Abregung ist ja mehr eine politische Abregung wie eine legale Abregung. Also bei all denen, die sich mehr unklärend mit der Frage beschäftigt haben, wer Seelen die Haupttonalität, die hat Gesetze gebracht, und dafür muss ich nicht zur Verantwortung sagen. Die wesentliche Tonalität ist, die mehr etwas, was da, wenn es nicht richtig ist, weil, wenn die Leute umziehen, die schon bei euch keine Steuern bezahlen, da bezahlen sie mit Sicherheit deren Sinn nicht, da wo die Steuern mir hoch wären, auch keine. Okay. Und also geht das alle Guten zusammen Geld verloren. Geld, das man gut könnte brauchen in dieser Zeit. Einerseits, wir führen allem aber auch Geld, das die ganz dick nicht bezahlen, an allem geschlossener Welt bezahlt, weil eben die Privilegien nicht hat. Das ist eigentlich der politische Message, den hier soll vehikuliert. Gehen durch an den stellt sich natürlich die Frage, geht das nicht, ist das legal oder nicht, au vu von den Wettbewerbsregeln. Das ist eine Geschichte, die Europäische Kommission am Gang ist, sowieso permanent zu ermitteln. Sie ermittelt sowieso schon auch an einzelnen Lützeburger Fällen, sie ermittelt auch an holländische Fällen, sie ermittelt an irische Fälle, also 400, das ist nicht verloren. Justiz betreffen, und es betrifft auch nicht nur Steuerrulingen, es betrifft all mögliche Sorten von dem, was man Staatsbeihilfen nennen, direkt oder indirekt, die in der europäischen Wettbewerbsgesetzgebung nicht erlaubt sind. So, da hat als Kommission weiterhin hier habe ich zu machen, die möchte. An die Spezialkommission, die wir am Parlament ansetzen, die wird sich damit beschäftigen, für sich ein Gesamtbild zu beschaffen, quasi was der Kontinent von Praktiken, die wie soll ich sagen, so gelehrt sind, dass wir in Zukunft besser hätten, zusammen darauf zu verzichten. Georges Bach, wie lange soll oder kann oder muss die Arbeit in der Kommission dann dauern? Ist das zeitlich fixiert? Was kann man da raus? Die letzte Diskussion laufen noch an dem Zusammenhang. Ich meine, was immer wichtig ist, dass auch für einen darauf zurückzukommen, Lützeburg auch bereit ist, ganz transparent zu sehen, das heißt, alles zu machen. Auch andere Länder haben Bereitschaft gewesen, für alles zu machen, für justement dem moralischen Problem, für dem zu Ende zu führen, für dem zu helfen, dass mehr eine Gleichheit, mehr eine Gerechtigkeit an der Steuerfrage könnt. Die Kommission, die Spezialkommission, die soll ja parallel laufen. Das ist ja auch eine ganz eine Sache, die noch nicht so klar ist. Das ist mir heute im Moment innerhalb vom Econ eine Kommission angesetzt, die einen Bericht soll, einen Initiativbericht. Wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Wo können Pisten abgezeichnet gehen, wie die Sache kann verbessern? Die Spezialkommission soll sich dann mehr konkret auf die Probleme penchieren, die schon bestehen. Die zwei sollen parallel funktionieren, und da soll ich gucken, wo
Schnittstelle sinn, a wo auch können ze Summe schaffen, dat Herr No bis brauchbar rausgehen. Ja, ich mein, das gesagt huet, weil me si alle Goen dafür, dat et net eng Steierharmonisierung gët, dat hecht kein Gleichschaltung, mehr eng Steiergerechtigkeit. Ja. Net dat in die eng zum Beispiel als klenger Mittelunterprise muss Stärksteiere bezuelen, an die am beste Steiere kente bezuelen, weil se jo viele Revenuen hunn, déi gife kein Kontribution machen zur Allgemeinheit. Dat kann an derfir net sinn, an dofir donno Regeln ze sichen, die europaweit dann net nëmmen zu Lützeburg méi fir alle Gurentländer ugewandt gin, dat das der richsche Weh an der Stimme auch an run. Sich da solo kein LuxLeaks-Kommission am Fong oder Kommission iwwer Rulingen an Europa. Natürlich, weil dat de Suje werden am meisten opgekacht gin auch medial. Et wenn nie eng LuxLeaks-Kommission ginn, et fir eng Kommission ginn, och wann eng Enquetekommission gi wie, dé sich beschäftigt hat man Prinzip iwwerall do wo stattfind. Dat Steuergesetzgebung dazu benutzt gëtt fir an Vetter zu feieren, dat kein Steuer bezölt gin. An op dat allo kompatibel ass mat dem Buchstab vun europäsche Verträger vun europäischem Recht. Dat mcht die Heilkommission och. Die ermittelt dat auch mit die ermittelt net par rapport zu Lützenburg. Die muss der Mittel par rapport zu Holland, die muss der Mittel par rapport zu Malta, Zypern, Irland, Großbritannien. Eigentlich alle guten denen, da sind übrigens dabei, die Madoba ist schlohn an der Abkachung von dem, was Publik gehen ist. Aber die soll alle guten die steuerliche Praktiken haben, die es mit der höheren Finanz zu denen, wie man das nennt, die werden hier op manst Passagierement belegt gehen. Und da gucken wir, wie der Film hier noch ausgesagt, wenn wir die Praktiken alle gute belegt haben. Lützeburg könnte selbstverständlich mit einer Belichtung, Lützeburg könnte nicht länger eine Belichtung. Ich habe die knallste Impression, dass das Bild, das sich ja nur von uns fährt, do bitten, gar nicht mehr verzuchen, als wie das, was sich auf anderen Plätzen wird. Froh war ja auch noch, wie es hier geht, ob du eine Zeitschiene hast. Ich meine, Donnerstag stimmen wir ja mal darüber auf, wo ich davon ausgehe, dass das angeholt wird. Das heißt, die Spezialkommission wird mit einer hohen Majorität gestimmt, angesagt gehen. Dann hast du mal durch 6 Monate, das aber oppassen hannen. Ich meine, dat auch gut so soll sich net der muss Druck setzen, dat soll mal gucken, de Mandat fixieren, Zeitschien fixieren, an dann gucken konkret zu kommen. Weil Bierge alle gut erwähnen dat jo vun Eis, aber das ja net fir verschiedene Sachen opzedecken, mit das ja auch fir wie wir an Reding rich gesot huet, fir Pisten opzezeechchen, fir dat man dat an den Griff kree. Ja, an dat werdet interessant sinn, wie Logratei ënner Strachginnners alle Goren déi, die op beis klappen. Die werden auch einer Analyse kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass da dabei sind, ich denke an Großbritannien, dass ja an der ganzen Geschichte eine knastige Rolle gegen das gespielt wird. Aber wenn in Dommel hier Inseln gucken geht, da kriegen wir nach Fried. Für Inseln gucken zu gehen, muss man nach topischerweise mit geringem Amendement stimmen, was die Inseln mit dem Mandat haben. Bislang ist das nicht vorgesehen. Bei der anderen Ecke davon zeugt, dass hier auch hunderte Kulissen, die von der komischen großen Insel do, sich nicht gut organisieren. Aber da sehe ich mir mal dafür, dass es Drack Aber absolut. Ja. Aber wenn da mehr Steuergerechtigkeit in Europa rauskommt, ich meine, dann haben wir alle gut, dann hat das Ganze als positives gehabt, dann hat wir auch nach mehr Vertrauen an Europa. Dann ist es aber gut geschafft gehen, trotzdem. Und dann haben wir auch Frohen von ihr geschickt, Frohen über Facebook und Frohen noch über das E-Mail-Adresse europa@csv.lu. Die seid dass die Leute Probleme an Themen interessieren, die an der Aktualität sind, an die sie auch direkt selber betreffen. Ich war an Österreich in der Vakanz, schreibt den Jean-Marc Wranka, da stehen auf der Menüskarte Buchstaben für die verschiedenen Allergenen, die am ehesten sind. Madame am Restaurant so, dass wir eine europäische Vorschrift zu Lützeburg und ich das aber noch nicht gesehen. Brauchen wir das nicht zu machen oder machen wir das einfach nicht? George Bach, wie ist das mit den Allergenen? Obligatorisch auch bei uns? Obligatorisch auch bei uns. Ich komme noch darauf zurück. Ich meine, generell muss ich vielleicht so, dass wir innerhalb von Europa eng ganz heich Lebensmittelsicherheit hunn. Dat gilt nicht nur für Leute mit Allergie, aber das gilt generell. Ich meine, bei der Herstellung, bei der Kennzeichnung, beim Transport, das heißt, überall da haben wir ganz hohe Standards. Und wenn mal ein Skandal auftaucht, dann ist es nicht wegen einer mangelnden Gesetzgebung, sondern dann ist es einfach wegen kriminelle Machenschaften und wegen Fraud. Und da müssen dann in Zukunft mehr Kontrolle gemacht werden und noch mehr Sanktionen drin sein.
Wat Lodi froh ubelangt vun der Kennzeichnung fir Allergien, dat ass eng Direktiv, die geht op 2008 die op 2011 die huet missen ëmgesat ginn den lächten Termin war den 13. Dezember lächt Joer 2014. Ich weiß aber, dass Lützeburg do ein ganz nicht unbedingt eng Drivenkraft war bei der Umsetzung. Das heißt, wir sind heute so Musterschüler, wir sind einfach heute so ein bisschen auf Verzug. Und heute war wo wir ein bisschen auf Verzug sind. Und ich weiß auch, dass daheim ein ganz paar die Diskussionen gelaufen sind und noch nachlaufen, weil der Restaurateur selber sich ein bisschen am Stachgelos fühlt. Das heißt, der Restaurateur selber weiß nicht genau, wie das am Nationalrecht umgesetzt wird, als was Obligationen sind, was muss kennzeichnen, wen muss kennzeichnen. Das heißt, da laufen daheim nach Gesprächen. Wir müssen dann nur nach dem greifen. Den Dachverband vun der Restaurateuren huet offiziell der Regierung auch gefrot fir do Hëllefstellung ze kreieren an fir die neideg Renseignementer ze kreieren, wat bis lo an net so richtig gelä wass. Ich kenne awo doheem Restaurateure, wo et wann noch net mat Buchstaben da mat Zifferen méi dat ass am Endeffekt derselwech, dat Leiit wëssen op et glutefreider frei ass Motte Laktosen an so weiter, dat hich fir Allergiker wirklich e ganz wichtiges Sujet. Schneieren schreibt Patrice Philippi, wie man am Reding lächt vor iwwer den Roaming geschwert huet, war jo grosse Sujet doheem. Dat werd auch schon alles fest desideiert. Kann dat dann lo ewer nach gekippt gin? Wie soll man do nach un Europa lewen? Hat man moll engkeer bis vun der gehät, schreibt Madame Philippi. Wie wenn Reding am Fong jo zwar all der bis vun Europa, mit dat zu verstoen, dat Leiit he Rose ginn. Di si doch. Ich sind ganz schrecklich Rosen, weil ich wollte jo die Roamingkächten aufschärfen, weil sie keine Daseinsberechtigung, außer für verschiedene Entreprisen Käsen zu füllen. Die Roamingkächten sind die Kächten, die entstehen, wenn jemand mit seinem Handy an das Ausland geht. An dem Moment muss am Fongeholt Zoll bezahlen, für über der Grenze zu agieren. Das jo an einem europäischen Bannemarkt überhaupt nicht mehr normal ist. Und dafür hatte ich 2007 ein Gesetz erbracht, aber bis well goufen Roamingkächten 70% aufgesät. Sie sollte komplett aufgesät gehen bis den 15. Dezember des Jahres. Und das hat das Europaparlament auch so dezidiert. An dun sind Lobbyisten gekommen, an die haben als Regierungen davon überzeugt, dass das nicht so sein. Und die Regierungen haben das ganz gebremst, auch die Lützeburger. Und da stelle ich mich wirklich froh, weil wenn es ja voll geht, was dauernd über die Grenze geht, dann sind mehr das. Das heißt, wir sind die meisten geschädigt darum, und dass die Regierung uns an der Dauer sagt, die ja schon dezidiert war, nicht verdedigt, das fand ich ein starkes Stück. Kann dann dolo nach en Zréck gin, Di war schon desideiert. Das Parlament hat dezidiert aufgrund von einem Propos von der Kommission, aber für das Gesetz geht, müssen die zwei Parlament und Ministerin sich eins gehen. Und wie so oft waren es eigentlich Ministerin, die einen Haar an der Zopf haben und die nicht wollten auf den Weg gehen, für die Roamingkächte ganz aufzuschaffen. An der Moment hu man eng froh vum Martin Schulz, wat ass dat europäesch Semester Freteen, krémer du vun der EU gesot, wat mé he muss machen. Frank Engel, dat europäesch Semester, dat gëtt noch net so lang pro Joer, geht um en gewissen Budgetsdisziplin an de Mommerländer, wat geschiet an domi gené an awer einfach gesot. Do geschiet gené, dat während dem mechte Semester vun Allier, dat ass die Zeit vun engem Jahr während der de Budgetspro den irgendwo abrucht gëtt firbereet gëtt. Den zwischen nationalen und europäischen Autoritäten so koordiniert wird, dass an die europäische Vorgabe passt. Wir haben ja also am Verlauf der Zeit unter dem Vertrag von Maastricht mit vielen notfälligen Schenkungen Regeln gegen die Budgetdisziplin notamment betreffen. Aber während dem europäischen Semester geschieht, dass nationale Autoritäten Budget mit notamment der Europäischen Kommission, aber nicht nehmen. So koordinieren, dat wat ze hanno hireieren egene Parlament der Villeen idealtypischerweise so passt, dat man net hanno mussssen drwer opregen, dat Regelle verletzt gin. Dat huet natürlich bis der mat ze din, dat nemmi total souverän iwwer sein Budget ass. mir wären als jo alle Goeten wären enger Zeit doiwwer eens, dat et fir als alle Goete sinnvoll wie man als gemeinschaftlich giffen dazu verpflichten, die Dommeten, die man in der Vergangenheit gemacht hun nemmi ze man oder a wesentlich manner grosse Moos ze man. Für dat man nämlich griechischen oder französischen oder italienischen Zustand lande, wo all Jahr sämtlich Hürde gerast gehen, die mat Verschuldungslimiten und so zu dienen.
Wir hunn zu Lützeburg bis lo dat europäesch Semester gut iwwerleef, dats dem simple Grund, wenn man net an enger Logik sinn, wo man iwwerméich verschulden, wo dramatisch Defiziter gerast goufen. Von daher also bei du hem nach kaum engem opgefallen, dat dat gëtt. Äer versichen regelmäßig drüber weg zu täuschen, dat het dat gëtt, well wann het nämlich Publikum géif, wat ze sich do alles muss firhalen los schon während der Präparation von ihre Budget, dann wie relativ sehr erklärt, dat ze permanent am ganze Regeln zu brechen. Also ja, do gëtt eng europäesch Abwirkung an Nationalhaushaltsplanung, die als war gemeinschaftlich beschloss. Alle Regierung huet ihren Akkor gin gestützt op all Parlament, wat dat so akzeptiert huet. An Parlamenter sind noch regelmäßig all Jahre einkeier zu Brüssel assoziiert an enger Runde am Europäische Parlament für dat politisch zu begleiten, was do technisch stattfindet. An als Chamber huet jo regelmäßig Sitzungen, wo se dat do firberät. Also dat lo neicht, wat am Geheimen gif geschéien, dat schon eng öffentlich Diskussion sowohl an der Chamber, an den anderen Chamberen, an den anderen Memberstaaten, an dann die verschiedenen Nationalparlamenter zu summen mam Europaparlament. Dat das etwas wat nei ass, mir wat sich los an Praxis an normal parlamentarisch Geschehen integriert. Merci für die Erklärungen, Vivian Reding, Frank Engel an George Bach. Merci auch für das Nachgucken, aber eng Froh zu Europa, eng Froh als CSV-Europadeputiert, dann schickt das dir an, sie über Facebook oder über Mail auf europa@csv.lu. Das wäre für das Jahr hier für Straßburg. Wir sagen nicht vielmals Merci und bis nächstes Jahr.